Der neue Superstart Schweiz-Österreich. Wir gehen rein. 3-Minuten-Video, Abfahrt. Was ist eigentlich, wenn man die Schweiz und Österreich fusioniert? Ich meine, die beiden Länder haben super viele Gemeinsamkeiten. Beides sind Alpenländer, die Schweiz liegt zu 60% in den Alpen, Österreich zu 65%. Beide Länder haben die Geschichte der Neutralität. Käse, Schokolade und das Skifahren genießen Menschen in beiden Ländern. Ja. Beide haben ein Aber wir sind besser im Skifahren. Also, ich finde eine Fusion schon jetzt eine absolute Vollkatastrophe, weil die Rivalität zwischen Österreich und der Schweiz im Skifahren wäre dann begraben. Also, wir brauchen separate Länder. Sonst würde Schweiz, Österreich alles im Skifahren gewinnen, Bro. Deutschland, wo ist Deutschland? Im Skifahren, Katastrophe. eine hohe Lebensqualität, fast genau gleich viele Einwohner. Deutsch ist die Amtssprache Österreichs sowie auch einer der Amtssprachen der Schweiz. Und auch kulturell gibt es eine Nähe zwischen diesen beiden Ländern. Abgesehen davon, dass die Flagge eine große Null auf einem Bro. Plus, minus, gleich 0. Geile. Bro, actually, geile Flagge. roten Grund ist, Plus und Minus hebt sich auf, und dass das Land jetzt so neutral ist, dass selbst die Kühe sich bei der Wahl zwischen Gras und Heu immer für ein bisschen von beidem entscheiden, gibt es noch andere Kuriositäten zu beobachten. Denn das neue Land Schweizerreich oder Österreichs ist nun das 15. Ich glaube, Österreich ist besser. Oder Schweizerreich? Was ist besser? Schweizerreich oder Österreich? Schweizerreich klingt ein bisschen zu sehr nach der Nazi-Zeit, Bro. größte Land in Europa und mit seinen 17,8 Millionen Einwohnern bevölkerungsreicher als die Niederlande. Aufgrund seiner nun skurrilen Form wie eine Sonnenbrille oder eine Fliege muss die Hauptstadt unbedingt ins Zentrum verschoben werden, um die Macht von Wien und Bern zu entziehen und sie ins neutrale Bergstädtchen Innsbruck zu verschieben. Nein. Innsbruck, die Hauptstadt von Schweizerreich, auf gar keinen Fall. Zürich muss die Hauptstadt bleiben. Zentral gelegen und Oder Bern, wir bleiben bei Bern. symbolträchtig für die Alpenregion wird sie wortwörtlich zum Zentrum des Landes. 420 Kilometer an die Ostgrenze, 420 Kilometer an die Westgrenze. 420, es ist mit baby. dieser Breite breiter als Deutschland hoch ist und verbindet sogar Frankreich mit der Slowakei. An der schmalsten Stelle misst es aber nur ungefähr 50 Kilometer. Natürlich wird die direkte Demokratie auf Österreich exportiert, weshalb regelmäßige Volksabstimmungen die Wünsche der knapp 18 Millionen Menschen durchsetzen. Auch ist es nicht Teil der Europäischen Union und verwendet eine abgewandte Version des Schweizer Franken. Die Steuern bleiben Bro, unsere Währung in der Schweiz sieht am besten aus. Egal, wer was sagt, aber der Euro sieht niemals so schön aus wie der Schweizer Franken. Ja, okay, es sieht vielleicht ein bisschen aus wie Spielgeld, aber ja gut, actually, ich glaube auch niemand sagt, dass der Schweizer Franken nicht schön aussieht. Das ist die schönste Währung, no joke. tief, der Staat bleibt schlank. Die Schweizer Mehrwertsteuer von 8% wird im ganzen Lande eingeführt. Es überholt die Niederlande in Sachen Wirtschaftsleistung und ist damit eine wichtige Regionalmacht im Herzen Europas. Aktuell ist Wien neben New York, Genf und Nairobi einer der 4 Amtssitze der Vereinten Nationen. Der Zusammenschluss macht das Land nun extrem wichtig für die UN. Inlandsflüge sind subventioniert, deshalb sieht man UN-Mitarbeiter zwischen Genf und Wien hin und her pendeln. Geil. Und Touristen sieht man am Mittag am Genfersee picknicken und am Abend in der Wiener Staatsoper. Das Land stellt die besten Skisportler der Welt und ausländische Touristen müssen sich für die Winterferien nicht mehr zwischen der Schweiz und Österreich entscheiden. Denn Ja, okay, er hat ein paar gute Punkte, aber das einzige Problem sehe ich darin, dass 2 verfeindete Skinationen fusioniert werden würden. Das sehe ich nicht ein, weil ich habe gar keinen Bock, dass Vincent Kriechmeier und Marco Odermatt im gleichen Team sind. Das geht so nicht auf. Das geht nicht auf, das können wir nicht machen. Das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Skigebiete wie Zermatt und St. Moritz sind nun im gleichen Land wie Ischgl und Kitzbühel. Auch in anderen Disziplinen wie Bergsteigen, Mountainbiken und dem Wassersport ist das Land nun führend. Deutschland, Italien und Frankreich schielen nur neidisch auf die neue Alpensupermacht, während Liechtenstein das Ganze aber nicht so toll findet. Denn es ist jetzt komplett darin eingeschlossen. Doch keine Sorge, Liechtenstein, das neutrale Superland ist gerade doppelt neutral und deshalb gilt es nichts zu befürchten. Das Alphorn hört man nun im ganzen Lande, der ÖV fährt weiterhin mit pünktlichster Präzision und Uhren bleiben ein Exportschlager der Nation. Doch es gibt auch einige kulturelle Änderungen. Österreichische Trachten vermischen sich mit Schweizer Festen wie dem eidgenössischen Schwingfest, das nun auch in österreichischen Alpentälern stattfindet. Während österreichische Operetten die Schweizer Städte mit ihrem Charme bereichern und man Wiener Walzer sogar in Lausanne hört,
nistet sich auch die traditionelle Wiener Kaffeehauskultur in der Schweiz ein. In der Schweiz schlagen sich die Einwohner nun mit Wiener Schnitzel und Sachertorte ihren Bauch voll, während sich die Wiener am Käsefondue, Raclette und den Pralinen vergnügen. Und wir essen in der Schweiz auch Wiener Schnitzel. Let's go. Okay, W-Video. Sehr, sehr witziges Video gewesen. Checkt ihn aus. Franz. Bro, normalster Name aus Österreich oder der Schweiz. W-Man.